Richtung? Ist das meins? Nee, ist meins. Die Schinkenbüt sind auch nicht mehr das, was es früher mal wären. Was willst du denn doch alle weg, Erna? Das kostet alles Geld. Und Geld fällt wie Ost an allen Ecken und Kanten. Hier, den kann ich jetzt nicht mehr anteilen. Na, das Atemgemüse von gestern hätte ich nur einen Dörrschaden. Ja, und muss ein Lock inne. Das wird jung gewaltigen Knall, ihr Mensch. Sag mal, Hanna, du wirst doch für gestern zum Doktor und hast die in der Säufen lassen. Hat die was gefunden? Ja, ich hab Zucker hinter sich. Und wie kommt man da achter, dass man Zucker hat? Das sieht man an den witten Striemen in den Büchsen. An den witten Striemen sieht man das? Dann hab ich Zimt. Moin, moin! Die Uhren war steht ganz schön an. Das hab ich nicht gedacht. Musst du doch für Dami noch mal in Lütgesten Gang stellen. Gau und Gau, Frau Jensen. Habt sie sich verirrt? Ganz und gar nicht. Aber du kannst ruhig Rieke Tommy sägen. Wir beide kennt uns doch all schon so lange. Ja, man kann ihn nicht werten. Nu, wo du im Gemeinderat bist. Aber ich habe mich doch nicht verändert. Nee, das sei ich. Du kommst nicht mit so einem dicken Mercedes. Du fährst mit den Radöre Prärie. Aber sag mal, killt sie nicht den Mord nach so vielen Kilometern und dann auch noch bergab? Wenn ich so viel Rad fördö wie du, dann halt a lange Hämorrhoiden und kein Zimt. Zimt? Ja, weißt du nicht? Zimt erkennst du an dem braunen Striemen in den Innerbüchsen. Erna hätte doch mal was verkehrt gestorben. Ach so. Nee. Das Radfahren ist eine Gewohnheit. Und nebenbei holt das auch noch fit. Wie mir steht kein Auto in den Garagen. Von wegen die Umwelt. Da soll sich unser Herr Bürgermeister mal ein Beispiel an den nehmen. Stattdessen will halt anständige Lühe nur Hus und Hof bringen. Deswegen bin ich hier. Vielleicht bloß Hei ist all hier, Ben. Ja, ist halt. Wo du es auch von hier verjagen? Ganz im Gegenteil. Das wäre direkt eine Todsünde, dort diese herrliche Natur mit das Biotop und den Eikenbus eine Straßen zu bauen. Das können sich bloß Röckelühe gut denken, die keinen Sinn und Verstand für die Schönheit der Natur hat. Und dann das schöne Fuß. Das kann man doch nicht einfach so abrieten. Denn bist du dagegen? Und ob. Ich setze mich sofort in Verbindung mit den Umweltschützer und Hannover. Wie wird doch nur sein, was unser Herr Bürgermeister sagt, wenn RTL, die Hake und die Bild-Zeitung über diesen Fall berichtet. Denn hätte er aber schlechte Korten wie nächsten Kommunalwahl. Wenn die Herren man nicht am längeren Hebel bittet, keine Bange. Was meint Sie, was unser Bürgermeister die Muffe gart, wenn diese himmelschreiende Natursünde an die Öffentlichkeit kommt? Das geht schließlich um die Tierwelt, um die Rehe, Fösse, Hasen und um die vielen verschiedenen Vogelorten, die da Thematik gibt. Und um die vielen Spaziergänger. Ja, ich will doch das mal bloß sagen. Nicht, dass ich glaube, die Bürgermeister gucken bloß auf den
Knopf zu drücken und alle Welt springen. Das Mal hätte er mit großem Widerstand zu räten. Aber im Gemeinderat, da stimmen sie doch wohl alle für. Das glaub ich noch nicht mal. Und wenn schon, du hast halt noch nicht mit Dörr. Und meine Verbindung, noch ein Umweltamt, sind gar nicht zu unterschätzen. Und das sogenannte Gutachten von diesen Städteplaner, das wird ganz schnell zur Makulatur. Ein Italiener für Ukraine hier. Ein gewisser Roberto Maldini. Ja, ein ganz schmucken Kerl mit dunkle Augen und schwarze Haar. Der will hier eine Schnitzeria aufmachen. Er nennt eine Pizzeria. Was? Aber die Rat hat doch noch gar nicht tauschstimmen. Wie und was und überhaupt. Ah, ich verstehe. Use Bürgermeister bringt Town Schien und noch andere Überlegungen im Kalkül. Denn kann man nachher nicht sagen, dass er nichts anderes versorgt hat und die Bau von den Straßen immer noch die beste Lösung wäre. Ganz schön raffiniert, das muss ich sagen. Ja, die Gerd, was allsummer mit allen Worten wussten. Gott sei Dank ist sein Sohn Ralf dort ganz anders. Dort wie mit dem Kerl friert. Das gibt ein Sprichwort. Der Apfel fällt nicht wie vom Birnenbaum. Nee, auf Ralf laut ich nix kommen. Ralf, der ist in Ordnung, die stark auf meine Seite. Er wird doch nicht gegen seinen eigenen Vorder im Gemeinderat stimmen. Abträumen, Ralf und ich, wir sind ein Team. Aber, dann ist er ja ein Scheich. Wieso Schei? Weil er zwei Frauenslühe hat. Die Häuptlinge und Scheich hat doch auch alle mehrere Frauenslühe. Ich verstehe nicht. Der Ralf hat von morgen Use Wilma kaum Essen abholt. Ist das wahr? Ja, du und Küsse hat sie sich auch noch. Und ganz verliebt hat sie sich an den Käken. Tatsächlich. Ja, leider. Aber du buchst dir keine Sorgen morgen. Ein Kerl kommt bei uns nicht in Tuss. Dafür sorg ich. Die Kerl, die dürfen doch alle nix. Tja, wenn du das sagst, Hanna, dann soll das wohl so werden. Wo kommt die her? Wo wir herkommen? Tja, wo wir alle herkommen. Von Muttern und Vatern. Die wird ihm frechen Nudelwag auch noch verborgen. Also, wenn du das genau werden musst, wir sind nur im Baukelokort. An den Lütgeberge vorbei. Ja, und nun sind wir hier. Da Rike. Sag Ralf. Ja, denn wenn ich hier wohl, aber ich habe sowieso keine Zeit mehr. Ich muss noch einen Fax an die Landesregierung schicken. Tschüss auf. Tschüss. Tschüss. Was mende Rike damit, das sei hier overwürf? Lobt doch was zwischen die und Rike? Natürlich lobt doch was. So was süd man doch. Aber du bist so blind für Leibe. Ist das wahr, Ralf? Sag die Wahrheit, Ralf. Kriegst doch ein halbes Jahr weniger. Nee. Nee, ja Gott. Ich habe noch in der letzten Gemeinderatssitzung vor Vätern doch mal einen mit ertrunken. Mehr nicht. Kannst mich löwen. Siehste, was der Weg sagt. Typisch Kerl. Und sonst nix? Den Herwigsen noch Uten braucht. Und? Mehr Wörter nicht? Nee. Wenn ich dir das doch denke, das wäre alles ganz harmlos.
das hat nichts zu gedüren. Glück nicht. Die Kehl, die leidet an. Du machst es ja denken. Warum bist du eigentlich so verbiestert, du Kerl? Da ist ja wohl so, als ob wir alle Verbrecher würden. Hanna, hätten du ein Leben eine linke Erfahrung gemacht. Und deswegen, das hört hier nicht hin. Und du hörst hier auch nicht hin. Ich dachte, das habe ich von morgen erklärt. Wenn das so ist, dann kann ich ja wieder gehen. Aber dass du das weißt, meine Schwester nehme ich mit. Ralfi, du hast mir noch gar nicht gefragt, ob ich mit will. Da kommt ja wohl von gut. Aber Ralfi, du machst doch nicht rein. Die ganze Arbeit hier oben im Hof, das schafft die beiden nicht allein. Du stellst sie also gegen mich? Das reicht mich doch. Huch, nu wird das spannend, wie in den Film letzten. Ich stell mich nicht gegen die, aber du machst doch in sein. Die ganze Arbeit hier auf dem Hof, das schafft Hanna und Erna nicht allein. Ist ja egal. Ich hab das verstanden. Na, da werden wir alle fein glücklich unter der Frauenflühe. Ralf, so drast du nicht Gott. So nicht. Du hast die wohl. Noch kannst du dir überlegen. Also? Was gibt's doch noch zu überlegen? Wilma ist doch nicht doof. Wilma weiß, was wir hätten. Wilma bleibt hier. Nee, Wilma ist nicht doof, aber du bist viel zu Rottau, dem Ralf. Wo hat er doch so gaut, Mensch. Wenn die Roberto wie fort Hol die ne Schnupen, doch in Husumort das Eckenflor. Das ist So, Roberto, die hätte ja total den Kopf verdreht. Das ist gemein, immer wenn das spannend wird, dann muss ich mir Kartoffeln schälen. Tja, dann hab ich hier wohl nichts mehr zu tun. Wenn du das Kommandieren von Hanna overhängst, dann kannst du ja nachkommen. Du weißt ja, wo ich wohne. Ralf, du warst da. Die versteht die nicht. Kehlslür versteht sowieso nicht, was in der Frau sagt. Halt wird jetzt wohl noch Rike Jensen rufen und sich trösten lassen. Nu hör auf, tau jaulen und kümmer dich um die Wäsche. Und ich schön Dirk Tom in Köpen. Jümme draht sich im Leben als immer die Kehlt. Der Tief, dass das anders da wird. In der Politik habt ihr das lange erkannt. Da wird von Dorge eine Frau Bundeskanzler. Also. Hallo, schönes Fräulein. So traurig. Oh, Herr Doktor, habt ihr was vergessen? Ja, das habe ich allerdings. Darf ich Ihr Düsselblauen als Zeichen meiner Verehrung auch erreichen? Ich verstehe nicht. Liebe Fräulein Wilma, Ihre... Ach so, sicherlich nicht verborgen bleiben, dass wir von morgen einen nachhaltigen Indruck auf die Market haben. So, habe ich das? Ja, Ihre Anmut und Ihre Schönheit hat mir total den Kopf verdraht. Und deshalb bin ich nur hier, um den Werten mit Erdtau hören. Aber, Herr Doktor, ich bin im Moment nicht in die Verfassung. Ach, das mag nix. Hauptsache, sei hört mi Tau. Aber wenn das um die neue Umgehungsstraßen geht, dann... Nee, ich bin rein privat hier. So versengen und Leibe. Und Leibe! Ja, Frau Wilma, Ihre Anmut und Ihre Schönheit hat mir total den Kopf verdraht. Und, Scheiße.
Das darfst du aber nicht sagen. Bitte? Ach so. Und wenn nichts anderes mehr geht, mein Harte und Flammenstadt. Aber Herr Doktor, du storchst sei doch up. Kein Morgenbier kann's verlegen. Sag jetzt doch nicht immer Herr Doktor Tommy. Ich heiße Sven Nikolaus Kasimir Eriksson. Im Stammgut Norwegen und deshalb auch den Namen Eriksen. Sag jetzt mal einfach Sven Tommy. Wenn sein meint, Herr Doktor, ich mein Sven. Sven. Wie das auf Ihren Mullen klingt, da habe ich ja noch Wilmatau ersägen. Wenn sein meint, ich mein, wie gehört uns ja sowieso alle mit du an? Alle mit du? Schön. Wilma, das wird in Hannover undenkbar. Aber das Du ist doch viel persönlicher. Ach, Wilma, ich bin ja so froh, dass ich hier um lange einen Menschen gefunden habe, der so anmutig und so... Ich hol mal eine Rosen für die Blauen. Wilma, wenn du wüsstest, wie ich diesen Augenblick geneide. Gesundheit. Danke, aber der Duft von den Blauen ist mir in den Nerven stärken. Ich bring sie nur auch in Hus. Und sei het, ich mein, du hast ja auch sicherlich noch was in Rothus zu daune. Von wegen den Plan, nicht? Ach, lass doch den Plan, lass der Tiet. Ich will nicht im Bett spazieren gehen, ne? Das Wehr ist so schön und die Luft so klar. Eigentlich hab ich noch Westgetauwasken. Aber wenn sei, ich mein, wenn du meinst, Hanna ist nicht da, kann ja nicht verkehrt wählen. Wie die Gelegenheit kann ich auf Lied den Plan gut hören. Schön, ich täube. Hallo, Herr Doktor. So ganz alleine? Ich verstehe nicht. Ne, wie bitte? Wo, für mich braucht sei doch keine Geheimnisse tauchen. Ich verstehe nicht. Ich mein, denn euren Liebhaber. Liebhaber? Ja, den Bürgermeister. Ach so. Ich glaube, ich muss das doch mal aufklären. Aufklärt bin ich alleine, Herr Doktor. Ich weiß wohl, dass das so was wie Liebe unter Männern gibt. Da habt ihr wohl was verkehrt verstanden. Nee, sei, könnt das ruhig taugern. Bloß, usen Bürgermeister hat das nicht tautraut. Was hast du nicht tautraut? Na, du weißt doch schon, was ich mein. Keine Ordnung? Das halt auch anders darum ist. Andersrum? Was hörst du doch für ein Blödsinn, Erna? Das ist kein Blödsinn. Die Doktor hat doch sünftig, dass das bloß mit männlicher Intelligenz taudaune hat. Und das bedeutet jo wohl, dass von Frauenslühe nix werden will. Ich kann mir doch mal etwas missverständlich ausdrücken. Ich wüsste nicht, was schwul und männliche Intelligenz gemeinsam hat. Gott, du nun mal wer an der Arbeit, Erna. Meine Schwester ist nicht just die hellste. Du musst dann entschuldigen, Sven. Ist er gaut. Und was für Infälle die Lüge kommt. Dann kann ich jo ganz beruhigt meine Kartoffeln für das Schild. Für den Doktor brauchst du keine Angst haben. Die wird die bestimmt nicht an die Wäsche. Use, Erna. Du darfst ja das nicht übel nennen. Keine Spur. Hauptsache wie beim Wett oder Langart. Sei hier. Wilma, was hat er zu bedeuten?
Sven, woll bloß? Wir wollen bloß die frische Luft genießen. So, geneigten sagt sei. Das ist ja interessant. Und du, Wilma, wo du bloß die frische Luft geneigten? Ich dachte, oben wäre so viel zu dauern. Ralf, ich kann dir das erklären. Da bin ich aber gespannt. Ich tu es. Hört schon mal taub. Und dann seid überhaupt an, was wir beiden hier mocket. Also, da hört sich ja wohl alles so. Wilma ist meine Brut, dass sie das betet. Mit anderen Wörtern, sie will das im fremden Revier. Das kann ich doch nicht werden. Und dann Wilma wird ganz verzweifelt, als ich ankam. Och, und da hast du so tröstet, was? Ich will doch mal was sagen, Herr Dr. Eriksen. Da trösten, aber nehmen immer noch ich. Und du machst den Abflug. Aber Dalli, sonst werde ich verdammt ungemütlich. So, darfst du nicht mit Sven hören. Er hätt nix da. Sven? Ich höre wohl nicht recht. Du duzt ja mit Öl? Das wird ja immer schöner. Bin ich denn blind durch die Gegend loben? Seit wann ihr kennt ihr auch denn halt? Ruht mit der Sprache. Lass ihn doch los, er hätt die nix da. Hätte sie denn was da? Oh, ich will ihm das nicht hören, du. Nee, Ralf, die starrt nicht auf Frauenlühe. Die starrt bloß auf männliche Intelligenz. Ist das Wort? Der gab das durch. Magst du dich nicht zu Frauen führen? Nun lass ihn doch los, du darfst dann jetzt bei. Ich lass ihn nicht ja los, bis ich weiß, was ihr spät wird. Warum wollen Sie mit diesem Brut spazieren gehen? Antwortet sie. Sven wollt bloß mit mir über den neuen Plan von die Umgehungsstraßen gehört. Sonst nix. Ist das nicht so, Sven? Ja, gewiss, das wolle ich. Das ist ja Glück. Und dass sie das wertet. Mit Ehrenblau kommt sie hier nicht durch. Use Schlachthöhe holt noch was von Altertum und Nostalgie. Das ist das Erbuse Feder, wie man so schön sagt. Die hängt noch an der Waage. Das machen ist das wohl anders Welt, aber hier ist das so. Der Vater denkt ja aber ganz anders da. Er hat Feuer und Flamme für den Plan. Was mein Vater denkt und will, das scheint um anderen Blatt. Vater und Sohn braucht nicht immer dieselbe Meinung zu haben. Kiekeis, Ralf, hätte die Doktor nicht schöne Blau mitgebracht? Wo schöll ich denn jetzt so bloß mit hin? Die hört in der Boss, du dumme Dern! Blauen hättest du auch noch mitgebracht. Doch wohl nicht für Wilma. Na, denn wird sie schon ganz schön durcheinander werden, aber Das ist nicht so, wie sei gelöbet. Das stimmt nicht, was du in Erna sagst. Doch, das ist so. Das hab ich sonst hört. Das guckt sei gar nicht auf Postfien. Und die Blauen hier, die sind für Wilma. Oh, ich wünschte mir auch mal, dass mir einer so einen schönen Blaumenstruß mitbringen dürft. Und am leisesten wünschte ich mir den von Roberto. Das ist ein schnuckligen Italiener. Oh, der wird so wegdrücken, dass im Hörner und Seine vergögen. Hier sind sie also. Ich soll's gleich überall. Ralf, was machst du denn hier? selbe Kollektivform. Rike Jensen hätte die Umweltbehörde entscheidet. Von wegen Umgehungsstraßen. So eine hinterhältige Person. Verhalten die einfach so im Rücken. Rike ist nicht hinterhältig. Rike ist eine sehr nette Person. Der hat harte und richtigen Flecke. Wieso achtergart sie mich denn? Rike setzt sich bloß für den Denkmalschutz in und für den Naturschutz. Und das ist gewiss nichts Leges. Rike ist einfach nett und ehrlich. Nix Leges, nett und ehrlich. Das ich nicht sage. Ihr werdet doch bloß interessant machen. Und so wie hätten sie alle auf ihre Sitte tagen. Mein eigenen Sohn legt mir Knüppeln weg. Das heißt nicht von die Dachreif. Was? Hei hat die Knüppel oben wegschmecken? Ralf, die musst du wer wegtun. Anders da fällt ja auch Vater da noch aber. Hei ist ja auch nicht mehr die Jüngste.
Erna, dau mi eingefallen und bring endlich den Blaum in Tus. Und wieso holst du den Blau dauernd für den Mund? Ja, weißt du das denn nicht? Das heißt doch schon mal, lass Blumen sprechen. Aber da stimmt was nicht. Ich kann mir noch so eine Mühe geben und die gibt kein Lut von sich. Die bringe zum Mann der Trübe her, Doktor. Die kommt wohl vom Aldi. Und rufen dauert die auch nicht besonders. Was scheitert, Erna? Der Doktor will nicht noch min Utpuff kicken und mit blauen Bestecken lädt sie uns nicht. Tja, dann schickt sie den Schuss bei der Oma hin. Per Chloro. Nimm das nicht so tragisch, Sven. Use Erna ist halt so. Das ist die wohl peinlich, wa? Wilma kann nichts dafür. Lass sie in Ruhe. Kick mal eine an. Sie verteidigt die Vogel. Na, das kann ja noch heiter werden. Aber sie hat mir gegenüber einen Vorteil. Mit ihr wollte spazieren gehen, mit mir nicht. Ralf, das ist doch alles ganz anders. Nur hör mich doch mal tau. Was ich sein hätte, das reck ich nie. Was ist hier eigentlich los? Sind Sie von allen Gauen Geister verloren? Während die Landesregierung wie ein Fax von anderen schickt, das Telefon nicht stillstand und die Tau kommt von unserem Dörfer gab, kappelt sie ja um Bagatellen und Frauenslühe. Ich sag schon eins, wenn die Biber ins Bett kommen, verleidet wie Kerls den Verstand. Ja, weil sie ja und Verstand nämlich in den Böchsen hat. Also, das ist doch... Und das ist so gaut so. Ich mein, für uns Frauenflüge. Herr Doktor, Sie müssen unbedingt Prioritäten setzen. Aber die hätte doch halt jetzt. Vater, die ist so Freiheitsfreund und das gab ihm für. Aber ich hätte auch Priorität und go, hier holt mir nichts mehr. Ralf, was scheitert? Du bist doch vernünftig. Ich warte nur wegs, wie ich dran bin. Und eins kann ich dir sagen, ein drittes Mal komme ich bestimmt nicht mehr. Und was ich noch sagen wollte, die Blauen, die brauchen jeden Tag Worte. Und nur Schüsse und viel Sport noch mit dem Doktor. Die dürft du keine Zeit mehr verleihen. Die müssen den Plan nochmal überarbeiten. Kommt sie! Tut mir leid, Wilma, aber die Pflicht droppt. Ich komm morgen wieder. Ja. Oh, hallo Männer. Weshalb so eilig? Ach nee, der Herr Bürgermeister, das trifft sich ja prächtig. Da können wir ja gleich das Nötigste besprechen. Ich habe jetzt keine Zeit mehr. Sie entschuldigt mich. So schnell kommen Sie mir nicht davon. Ich bestehe darauf, dass ich mir den Hof mit Ihnen zusammen ansehe. Wenn es denn werden muss, aber ich habe ganz wenig Zeit. Amtsgeschäfte, sind verstanden? So viel Zeit muss schon sein. Ich möchte ja schließlich nicht die Katze im Sack kaufen. Das ist also der berühmte Hof Uhlenberg. Ich muss schon sagen, er hat was. Keine Frage. Er hat so etwas Nostalgisches. Es ist genau das, was ich mir vorgestellt habe. Der Platz links ist ideal für den gemischten Saunabetrieb und in der Mitte könnte ich mir den Empfangsraum mit Bar vorstellen. In den oberen Räumen werde ich die Separés einrichten. Herr Bürgermeister, wir können die Verhandlung aufnehmen. Darf ich wohl sagen, mit wem ich da zu tun habe? Was sei sich vorgestellt hat und was sei für Verhandlung führen wird? Laila Erotica. Das ist natürlich nicht mein richtiger Name, aber in unserem Gewerbe sind Namensänderungen üblich, wenn Sie verstehen. Sie sind sicher die Chefin dieser Behausung hier, nicht wahr? Wieso Behausung? Das hier ist unsere Räuberhöhle.
Und der Räuberhauptmann ist unsere Hanna. Sei könnt von Glücke sagen, dass Hanna nicht da ist. Lühe mit so'n Karnevalskostüm anlieb, hätt wir sofort verschäten. Und wenn sei sich so in usen Spienstall seine lautet, denn fang use Eber für lauter Lachen noch an Tau quieken. Wer ist denn diese Schreckschraube? Also den Schreckschrumm, den nimmst du sofort trüge, du ole Hopfdohle, du. Was sollst du hier überhaupt, hä? Fragen Sie doch den Herrn Bürgermeister. Gerd, was hätt das als Tau bedüren? Erst soll hier eine Straßen bauen werden. Dann kommt es Italiener mit seine Pizzeria-Pläne und nu, diese Dame hier. Ja, das ist so. Das kann man nicht so in ein, zwei Sätzen erklären, Wilma. Versäuket. Ja, also, wenn... Ja, also, wenn die Herren sich nicht trauen, dann verrat ich es ihm. Ich bin an diesem Gebäude hier interessiert und möchte hier ein Amüsieretablissement errichten. Mit allem drum und dran. So etwas fehlt hier auf dem Lande. Das hier ist ja alles viel zu prüde. Sie werden sehen. Ich werde sexuellen Aufschwung in die Landschaft bringen. Obschwung? Das hört sich gaut an. Ein Obschwung kann ich als vom Turnunterricht in eine Schaule. Kann man doch noch mitmachen? Erna, da mir eingefallen und schwie still. Was wird hier eigentlich spät? Ja, du musst verstehen. Wie habt du's überlegt? Das wie jaucht, Was ist denn hier für eine Versammlung? Sie, Alter. Und wer ist das? Gestatten, Laila Erotika. Die Dame will hier für einen sexuellen Obschwung sorgen, sei. So? Tja, so deo gut. Ich will euch mal was sagen. Sie könnt von mir gut eure sexuellen Abschwünge machen, wo sie wollt. Aber nicht bei uns. Die buchen dir keinen Puff. Unsere Kerls sind bodenständig. Die dauert das, was eure Frauen sagen. Und wenn nicht, dann fährst du mal am Horischen hier nach Hamburg. Sag mal, hast du noch mehr so eine Überraschung mit petto? Du spielst voll ein gegen den anderen und was? Und am Ende wird dann die Straßen bauen. Das hast du die Feigen da. Aber nicht mit uns Wiebern von Uhlenbach. Hier bleibt alles so, wie das ist. Und damit basta. So, und du seid taub, dass die noch Husen Sag mal, ich hätte mich doch voll genau ausdrücken. Herr Bürgermeister, ich verlange eine Erklärung. Diese Frau benimmt sich ja wie eine Furie. Das klärt sich alles. Momentan ist da wohl ein Stillstand, aber ich verfolge die Sorge wieder. Kommt, Herr Doktor. Sven, ob Weckelseete starrst du eigentlich? Tat mir leid, Wilma, aber ich bin sozusagen beruflich gebunden. Na dort, Welle, ich weiß Bescheid. Das Kapitel ist noch nicht abgeschlossen. Wie kommt wer? Also, wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, so führe ich es auch durch. So schnell werden Sie mich nicht los. Das wird mir doch wohl mal sein. Ah, aua! Nicht, sind Sie wahnsinnig? Das Hanna. Ich will die Ole mal springen sein. Ja. Sie sind ja nicht ganz dicht. Wo bin ich hier nur gelandet? Ich werde Sie anzeigen. Da dauert es, Mann. Die Polizist ist mein Schaulfreund. Die zeige ich sofort an. Ja. Will der sexuell Umschwung sein. Yeah. Hanna, wird das nötig?
der ist imstande und zeigt die tatsächlich noch an. So musst du mit dieser Lühe umgehen. Das ist die Sprache, die sie versteht. Alles andere kapiert ihr nicht. Und ich weiß jetzt auch, was diese Lolita mit ihrem sexuellen Umschwung meint.